Guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, euch da draussen geht es gut. Mir geht es sehr gut. Also ich bin wirklich momentan so hyped auf alles. Also jetzt gerade auf den Podcast. Ich habe so Bock wieder, zum einfach da anhocken mit euch, tagen über meine Situation, über allgemeine Sachen und so. Also ich habe jetzt mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich heute alles so will sagen in diesem Podcast. Ich bin einfach richtig hyped. Ich will wissen, ich bin allgemein gerade irgendwie wieder, habe gerade voll wieder das Feuer für Social Media und für Projekte und alles. Also ich war gestern mit dem Can am Telefonieren gewesen. Und ja, es hat mir einfach so viel Motivation gegeben. Ich bin gestern irgendwie bis um 2 in der Nacht am Mindmaps gemacht gewesen. Für YouTube, für Instagram, für TikTok, jetzt auch wieder Podcast, einfach alles Mögliche. Es war richtig, richtig motivierend gewesen. Ja, und ich muss auch sagen, auch gerade eure Kommentare zu meiner ersten Podcast-Folge, die haben mir so viel Motivation gegeben. Also wirklich, das ist so crazy gewesen. Also erstmal danke viel mal an alle, die mir geschrieben haben. Das hat ja teilweise so herzige Worte gehabt. Also wirklich, ich muss sagen, ich hätte mit dem echt nicht gerechnet. Plus, oh mein Gott, wir sind auf Spotify in der Schweiz Podcasts fucking Platz 1 gewesen. Alter, ich kann es wirklich nicht glauben. Das ist so crazy. Vor allem für so die erste Folge, Alter. Und Apple Podcasts sind wir. Das Höchste, was wir geschafft haben, ist Platz 4. Also wirklich absolut crazy. Ich muss sagen, mit dem hätte ich niemals gerechnet. Und ist sehr, sehr nice. Also es freut mich wirklich so fest, dass der bei uns so gut ankommt. Dass, ich weiß auch nicht, dass es Leute rausgibt, die das interessiert, was ich da labere. Nein, es ist wirklich, wirklich echt schön. Also ich bin wirklich sehr, sehr happy, ja. Ja, das ist gerade so ein bisschen das, was aktuell in meinem Leben läuft. Ein paar haben wir so auf Insta geschrieben, so, jo, kannst du am Anfang vom Podcast so ein bisschen erzählen, wie es dir geht und was so in deinem Leben läuft und so. Und ich muss gerade sagen, jetzt gerade irgendwie aktuell, das ist so ein bisschen aktuell, eben, dass ich so ein bisschen das Feuer wieder habe und so. Und ja, sonst, also ja, das sind jetzt eigentlich nicht aktuelle Sachen, aber schnell so ein Grund-Live-Update für die so ein bisschen wissen, was die nächsten paar Tage oder Wochen passiert. Am Sonntag, diesen Sonntag, ist der Flomi von mir in Uster im Stadthofsaal. Also für die, die sich überlegen zu kommen, kommen unbedingt. Es wird sehr cool. Ich verkaufe meine alten Kleider. Und für die Lust haben, können auch Bilder mit mir machen oder sonst auch mit mir reden. So. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Er ist vom 9 Uhr am Morgen bis am 4 Uhr am Nachmittag. Genau, 26. März. Das ist aktuell. Und sonst, ja, was sonst noch aktuell ist, dass ich auf Montre gehe für 7 Wochen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht so mega auf Social Media gesagt. Ich gehe Französisch lernen wieder. Ich war ja schon mal zweimal im Sprachaufenthalt gewesen. Also eigentlich, ja doch, zweimal. Einmal schon mal in Montre für 4 Wochen, jetzt genau von einem Jahr. Und dann im November nochmal für 2 Wochen auf Lyon. Und ich finde, es macht mir einfach so Spass. Ich weiß nicht, ich finde Französisch so eine coole Sprache. Und ich glaube, gerade wenn ich dann in Montreux wird sein, eben 7 Wochen ist eine lange Zeit, wird es auf jeden Fall dann ein bisschen genauere Updates geben zu dem. Und ja, vielleicht interessiert ja die eine oder andere, wie das so ist in der Sprachaufenthalt. Oder wie es ist, eine neue Sprache zu lernen oder keine Ahnung was. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir also mal ein paar Fragen stellen. Allgemein, ich habe ja in die Story auch so einen Fragesticker rein da, wo was ihr gerne wollt, würde ich gerne darüber reden. Und das sind so geile Ideen teilweise. Also wirklich, ich habe mir jetzt auch gestern mit Mindmap so eine richtig fette Liste gemacht und ich bin so hyped, ich würde am liebsten alles schon aufnehmen und über alles können reden. Aber ja, ist auch nice, haben wir so ein bisschen, ja, ein paar Themen, die jetzt bald werden dann anstehen. Also sind auf jeden Fall gespannt, das wird wirklich mega spannend. Aber das heutige Thema wird sein Freundschaft, weil das ist zum einen sehr, sehr gefragt worden bei euch. Also es ist oft im Fragesticker vorgekommen. Ich habe das Gefühl, ich kann selber auch sehr viel dazu sagen, weil ich ja sehr viel erlebt habe mit Freundschaften und auch sehr viele Erfahrungen gemacht habe, wo ich mir so gedacht habe, kann ich vielleicht so euch ein bisschen erzählen oder wo ich vielleicht auch meinem Vergangenheits-Ich erzählen, wo ich vielleicht dann im Nachhinein besser gemacht hätte oder so. Und es hat auch letztens gerade so eine Situation bei mir gegeben, wo ich glaube, so ein bisschen, das ist so der Punkt, wo ich dachte, oh mein Gott, ja, über das muss ich reden. Also es war jetzt so mega crazy gewesen, aber ich weiß nicht, es macht mir momentan mega Spass, so alte Chatverläufe durchlesen. Ich weiß nicht, ob das absolut weird ist, aber ich finde das so cool. Also allgemein gerade so, tue ich mega gerne in meiner Vergangenheit stöbern. Ich lese wieder meine alten Tagebücher. Ich weiß nicht, ich finde das so spannend. Oder schaue so alte Bilder an und gerade so Chatverläufe. Also ich muss wissen, ich auf meinem Handy Chatverläufe seit meinem ersten Handy, seit 2014. Und könnt ihr euch vorstellen, wie spannend das ist? Ja, aber auf jeden Fall habe ich einen Chatverlauf durchgelesen.
Also ich wollte so ein bisschen wissen, wie der Start bei mir bei YouTube war. Das wird vielleicht auch mal ein Thema im Podcast. Weil da hat es auch sehr spicy Details, die ich nie auf Social Media erzählt habe. Weil es ist teilweise ein bisschen auch ein Stolperweg gewesen. Sagt man dem so? Ich weiß nicht. Das klingt gerade ein bisschen komisch. Aber so ein bisschen ein Weg, einfach so. Ja, es war schon noch schwierig gewesen, teilweise komische Leute, nicht komische Leute, aber einfach so, ja, Leute, wo es einem nicht, ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Aber ja, auf jeden Fall, um auf den Punkt zurückzukommen, habe ich so ein bisschen wissen, wie bin ich überhaupt auf meinen Namen Natistel gekommen und alles und wie sind die Reactions von meinen Friends, von den ersten Leuten und so. Und das kannst du bei WhatsApp so Begriffe eingeben und dann kommt so der Chatverlauf. Und das habe ich so gemacht und dann habe ich von einem sehr guten Freund von mir von damals habe ich einen Chatverlauf gefunden, weil die Person war eine der ersten gsi, wo so ein bisschen erfahren hat, dass ich YouTube machen will. Also es ist schon wirklich irgendwie ein Zeitchen vorher, also ich habe dieser Person das schon irgendwie 2 Jahre vorher gesagt, bevor ich wirklich angefangen habe. Das haben wirklich sehr, sehr wenig gewusst. Und ja, ich rede viel zu lange um den heißen Brei, merke ich. Aber vielleicht ist es in einem Podcast ja ganz cool. Ich muss sagen, ich bin mir irgendwie von YouTube oder allgemein Social Media so gewöhnt, möglichst das Zeug kurz zu halten und nicht um den heißen Brei reden. Aber ich merke, im Podcast kann ich das ja. Da kann ich ja genauer erzählen und das ist eigentlich alles cool an dem Podcast. Darum ich muss mich nicht die ganze Zeit unterbrechen. Aber auf jeden Fall habe ich dann einen Chatverlauf gefunden, den ich irgendwie auch noch in Erinnerung habe, aber nicht so schlimm. Also ich habe dann das so durchgelesen und ich habe mir so gedacht, holy shit, das kannst du als Friend halt einfach nicht schreiben. Und das war halt wirklich ein sehr guter Friend damals gewesen, so. Also ich kann sonst euch schnell mal ganz kurz den Chatverlauf vorlesen. Ich finde das so crazy. Also ich möchte wissen, die Person hat damals auch, also es ist so ein bisschen unser gemeinsames Ding, die Person hat auch gesagt, sie will so eigentlich mit YouTube mal anfangen. Also ja, zum Wissen heutzutage, also ich nehme es dieser Person voll nicht böse, alles easy so. Wir haben es auch heute eigentlich noch, also wir haben zwar nicht mehr so viel Kontakt, aber wenn wir es sehen, ist es voll easy. Also überhaupt, falls die Person sich gerade angesprochen fühlt, alles easy. Aber auf jeden Fall habe ich dieser Person geschrieben, so, warte schnell, jetzt muss ich ganz schnell schauen, wo das ist. Ich habe geschrieben, ich fange in 5 Wochen an, wahrscheinlich mit YouTube. Und das ist genau wirklich so passiert. Also ich habe 5 Wochen später mit YouTube dann angefangen. Was in 5 Wochen? Und ich so, ja, eben, dass ich mit YouTube dann anfange. Und ich habe auch erzählt, ja, dann sind Ferien und ich habe meine Probezeit dann bestanden und so. Und dann hat er so ein bisschen gefragt, ja, wie finanziere ich mir dann das Zeug? Und dann habe ich erzählt, ja, mein Schnittprogramm ist iMovie, bla bla bla. Und dann schreibt die Person, iMovie ist aber nicht das Beste, das weisst. Und es ist eigentlich nicht für YouTube gedacht. Und ich so, ja, das ist alles, was ich brauche. Und du weißt, wie viel YouTube und weißt, wie viel benutzen iMovie. Also das ist ein Schnittprogramm, für die, die nicht wissen. Ein Gratisprogramm von Apple. Und was ich jetzt nachher sagen kann, ist voll easy für Leute, die mit YouTube anfangen. Also ich habe da recht lange iMovie gebraucht. Und so hat die Person dann geschrieben, allgemein, so mit Gratis-Programmen kannst du nicht auf YouTube arbeiten. Und ich so, ja, deine Meinung. Also schon damals habe ich dieser Person gegeben. Nein, alles gut. Dann schreibt sie nicht langfristig. Ich habe geschrieben, ich bin vollkommen zufrieden, wenn du meinst. Und ich so, ja, welches wirst denn du benutzen? Da hat die Person nicht mehr darauf geantwortet. Dann hat die Person geschrieben, machst du es wirklich auf Schweizerdeutsch? Und ich so, ja, man muss ja nicht von Anfang an alles perfekt haben, Equipment. Aber ja, ich mache es auf Schweizerdeutsch. Der Lozi TV, Gruß geht raus, hat mich inspiriert und hat mir voll den Kick gegeben, um Schweizerdeutsch zu machen. Und nachher schreibt mein Freund, du weißt aber, dass wenn man es auf Hochdeutsch macht, viel mehr Abonnenten hätte, etwa 10-mal mehr, bla bla bla. Und ich so, ja, ich bin aber nicht mich selber auf Hochdeutsch. The fuck. Und ich will ausgelacht werden. Easy. Und dann habe ich nochmal dazu geschrieben und ich will mich wohler auf Schweizerdeutsch fühlen. Ja, etc. Es geht dann noch länger, aber ich glaube, ich wisse, auf was ich hinaus will. Grundsätzlich hat sich, wenn ich das jetzt so durchlese, überhaupt nicht so angefühlt, als würde sich die Person irgendwie mit mir freuen oder wäre irgendwie hyped mit mir, sondern mehr im Gegenteil, irgendwie sucht so Gründe, warum oder was ich schlecht mache oder ja, keine Ahnung. Also klar kann ein Friend manchmal einen gut gemeinten Rat geben, so, also weißt so klar, es ist ja nice, also ich meine, ich bin ja nicht doof, logisch, wenn ich auf Hochdeutsch Content machen würde ich mehr Leute können erreichen, weil es halt einfach ein grosses Publikum ist, so.
Aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Und irgendwie gerade im Nachhinein hat mich das jetzt gerade so sehr schockiert. Und hat mich irgendwie dazu gebracht, um auch das Thema Freundschaft so ein bisschen aufzugreifen. Weil, ja, grundsätzlich ist es ein sehr grosses Thema, wo man unglaublich viel dazu sagen könnte. Also, wie gesagt, ich habe mir vorher gerade so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich alles dazu sagen könnte. Und das ist extrem riesig. Also, falls ihr irgendwie einen zweiten Teil findet oder das Thema spannend findet, dann kann ich auf jeden Fall mehrere Podcast, ist das Mehrzahl von Podcast? Keine Ahnung. Machen, wo ich über das Thema rede. Und heute bei diesem Podcast soll es eigentlich hauptsächlich so ein bisschen um eine gesunde Freundschaft gehen. Was sind überhaupt wahre Freunde? Wie kann man das so ein bisschen erkennen? Ab wann ist es eine toxische Freundschaft? Weil irgendwie, ich habe in meinem Leben schon so viele Freundschaften gehabt und ich glaube, hätte ich mal so ein bisschen kurz den Check gemacht bei gewissen Friends, hätte ich schon relativ früh gemerkt, hey, die muss ich vielleicht gar nicht so fest in mein Leben lassen. Oder umgekehrt, hey, es ist voll okay, wenn ich mit dieser Person jetzt einfach langsam immer mehr ein bisschen abschliessen, weil die Person mir einfach nicht gut tut. Ja, ich glaube, ich kann sonst mal anfangen, indem ich so grundsätzlich von meiner Erfahrung erzähle mit Friends. Ich muss sagen, grundsätzlich mein Verlauf von Friends ist so ein bisschen gewesen, dass es sich eigentlich stetig immer so ein bisschen gewechselt hat. Einfach vor allem, weil es auf meinen Lebensabschnitt immer darauf angekommen ist. Also es ist sehr, wie sagt man dem, schulabhängig gewesen. Also ich habe zum Beispiel in der Mittelstufe habe ich eine beste Kollegin gehabt, dann in der Sek habe ich eine beste Kollegin gehabt, im Gymi habe ich dann eine beste Kollegin. Es ist immer so ein bisschen so gewesen, immer so schulmäßig. Und ich würde auch sagen, dass immer meine beste Kollegin immer dann in meiner Klasse war. Und ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, das muss so sein, weil ja, irgendwie, also zum einen verbringt man halt sehr viel Zeit mit dieser Person, wenn man sich halt jeden Tag sieht. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, um wirklich so in der Schule zu überleben, ist es damals also notwendig gewesen. Gerade so, also nicht so Partnerarbeit hätte ich mega schlimm gefunden, glaube ich, weil ich nicht so eine sichere Person hatte, sondern wenn ich so die ganze Zeit müsste bibbern, oh, hoffentlich bleibe ich nicht alleine, irgendwie so, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, in der Schule ist das bei mir so ein richtig krasser Druck gewesen. Ich kann mir sonst mal auf Insta schreiben, wie das bei euch so ist oder ob ihr das auch so empfunden habt. Und ich muss sagen, erst seit ich aus dem Gymi bin, kann ich so richtig, das klingt jetzt gar mega doof, aber so richtig meine Friends selber wählen. Also ich bin jetzt selbstständig so, ich habe nicht jeden Tag einen Ort, wo ich Freunde, also Leute muss sehen, sage ich mal. Und ich habe nicht den Druck von, ich brauche Menschen um mich herum, sozusagen, damit ich nicht alleine bin, irgendwo, jetzt zum Beispiel in der Schule oder jetzt bei einer Partnerarbeit dann, oder irgendwie so etwas. Und ja, jetzt irgendwie, seit ich aus dem Gymi bin, ist das wirklich so angenehm. Ich verschlucke mich die ganze Zeit. Ist es so angenehm, einfach eben weil du kannst, also zum einen musst du aktiv mit diesen Leuten abmachen und du machst ja obviously auch nur mit diesen Leuten ab, wenn du jetzt aktiv Lust hast, um die Leute zu sehen. Und ja, ich merke, dass es allgemein viel gesünder ist für eine Freundschaft, wenn man so, also nicht Quantität, sondern so ein bisschen Qualität, dass man, wenn man etwas macht, dass man dann coole Sachen macht, entweder mal so ein chilligen Abend, aber es kann auch in den Ausgang gehen oder es kann auch sein, dass man irgendwie einfach auf Zürich an den See geht, weiss ich auch nicht, also wirklich so ein Quality Time. Und in der Schule war es halt für mich mehr Quantity Time gewesen, so, dass man halt sich jeden Tag sieht und halt nur in der Schule sieht und jetzt, ja klar, in der Schule ist es dann teilweise auch lustig so, aber ich glaube, ich wisse, was ich meine. Und ja, darum ist es für mich ehrlich gesagt so Freundschaften pflegen und allgemein Freundschaften haben so viel weniger toxisch und so viel einfach entspannter. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren bei Friends. Also ich bin echt happy, so wie es ist. Und das habe ich gerade in meiner Schulzeit irgendwie schwer gefunden, zum Freunde zu finden. Eben zum einen wegen dem. Ja, und irgendwie, du kommst auch in so eine Klasse und du hast ja in dem Sinne blöd gesagt nicht so eine grosse Auswahl. Und wie gross ist die Chance, dass du jemanden findest, der wirklich perfekt zu dir passt, wo gleich tickt wie du, wo den gleichen Humor hat und einfach sich für die gleichen Sachen interessiert und einfach so das. Und ja, also ich würde sagen, ich hatte auch schon sehr toxische Freundschaften gehabt. Also das war ganz crazy gewesen. Da hat die Person wirklich alle Punkte ganz schön abdeckt, die ich nachher sagen werde. Aber ich hatte auch schon Freundschaften gehabt, wo man sich am Anfang wirklich mega, mega gut verstanden hat. Also wirklich, ja, also ich rede jetzt zum Beispiel gerade von meiner Chemie-Kollegin. Ich habe sie am ersten Tag kennengelernt und wir sind wirklich wie eins gewesen. Also ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der mehr mit mir vibet
als die Person. Also das war crazy gewesen. Ich habe wirklich so gefunden, wow, das ist jetzt wirklich eine Freundin fürs Leben. Und ja, es war einfach ein Match gewesen. Und ich muss jetzt gleichzeitig im Nachhinein so sagen, so, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit gewesen, aber ich muss auch sagen, wir haben uns beide so fest weiterentwickelt und so fest in eine unterschiedliche Richtung entwickelt, dass wir wie heutzutage gar nicht mehr so krass matchen und sich irgendwie am Ende nachher fast mehr, ich sag mal, gekratzt hat so ein bisschen. Also wir haben beide so unterschiedliche Interessen gehabt. Und ja, also wenn wir uns heute noch irgendwie über den Weg laufen, ist voll easy und so. Aber wir haben halt wirklich sonst sehr wenig Kontakt bis gar keinen Kontakt mehr. Und ich muss sagen, es ist irgendwie auch voll okay, ich glaube für beide. So, und darum eben, ist es auch voll okay, dass Freundschaften sich verändern. Ich glaube, man muss nicht einen Friend finden fürs Leben lang so. Wenn man einen findet, sehr nice. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, die Leute da draußen, die wirklich so einen besten Kollegen oder eine beste Kollegin so gefunden haben, gerade seit dem Kinski oder irgendwie so, und immer noch so mega close sind, das ist echt ein Geschenk. Also ich finde, das ist so schwierig. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich noch nicht so Glück gehabt in meinem Leben. Vielleicht bin ich ja selber nicht so ein guter Freund. Nein, ich weiß nicht. Aber das habe ich irgendwie immer so als Erwartung so schwierig gefunden, auch gleichzeitig. Aber ja, ich würde sagen, wir kommen zuerst mal zu den Punkten. Ebenso bezüglich, ab wann ist eine toxische Freundschaft, was ist ein wahrer Friend. Das sind nicht alles so Punkte, wo ich für mich so ein bisschen herausgefunden habe und gerade so irgendwie so ein bisschen gelernt habe, jetzt auch in vergangenen Freundschaften, was mir wichtig ist. Oder ich will mal sagen, nicht mal nur mir, wo ich irgendwie allgemein finde, sind so Grundsachen für eine gute Freundschaft. Als allererstes haben wir, dass es nicht einseitig ist, sondern wirklich gegenseitig. Also ich weiß nicht, ich finde es so wichtig, dass man sich gegenseitig für die andere Person interessiert, also dass die Waage gleich ist. Also keine Ahnung, klar gibt es mal einen Moment, wo es einer Person schlechter geht und dann ist es natürlich in dem Moment mega wichtig, dass man als Kollegin oder als Kollege für die Person dann da ist, gerade eben in einer schwierigen Zeit. Aber ich rede grundsätzlich davon, dass es nicht eine Freundschaft ist, die einseitig ist, wo es die ganze Zeit nur um die eine Person geht, um die eine Problem von dieser einen Person und dass die Person auch nur dann zu dir kommt, wenn sie irgendetwas braucht. Von «Hey, kannst du mich dann abholen? Hey, jetzt geht es mir wieder schlecht, jetzt brauche ich wieder jemanden zum Reden, du bist gerade gut.» Also so ein bisschen es soll wirklich beidseitig sein. Beide sollen sich für den anderen interessieren. Und ich finde es genauso wichtig, eben, dass man, wenn man sich dafür interessiert, dass man dann auch mal von sich aus nachfragt, so «Hey, wie war das jetzt dort gewesen, bei dem Date von vorgestern?» oder irgendwie so. Einfach das beidseitige Interesse. Und ich finde, dazu gehört auch so das ist schon der zweite Punkt, dass sich gegenseitig freuen für den anderen. Also weißt, so richtig von tiefem Herzen freuen, nicht so das Oberflächliche, sondern ja, ich weiß nicht, ich habe das also so oft erlebt, dass auch Freunde dann, oder eben Freunde in Anführungszeichen, eifersüchtig sind worden in dem Moment. Also das verstehe ich eigentlich auch gar nicht, weil wenn du ein richtig guter Freund bist, dann freust du dich über jeden Erfolg von deiner Kollegin oder von deinem Kollegen und magst ihr das gönnen, auch wenn du es vielleicht dann in dem Moment nicht geschafft hast oder ja, wenn du vielleicht in dem Moment dann den Kürzer gezogen hast. Und ja, ich finde, das ist etwas mega Wichtiges und ich glaube auch so ein grosser Punkt, wo du schnell erkennst, ob es wirklich gute Friends sind oder nicht, weil gute Friends, die mögen dir wirklich alles gönnen. So. Also wenn du denen etwas erzählst von «Hey, ich habe das geschafft» oder «Hey, ich habe die Autoprüfung bestanden» und keine Ahnung was. Und auch wenn es die Person, zum Beispiel, ich mache jetzt das Beispiel, die andere Person hat die Autoprüfung mal verkackt, so, einfach so, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man dann nicht eifersüchtig ist, sondern sich wirklich von ganzem Herzen so für die andere Person kann freuen kann. Der dritte Punkt ist, dass es voll okay ist, wenn man nebendran auch andere Friends hat. Also ich hatte mal eine Kollegin in der Mittelstufe, ist das toxisch gewesen, I'm sorry. Aber die hat gar nicht wollen, dass ich andere Friends habe. Also sobald wenn ich jetzt darüber nachdenke, Alter, so krass, sobald ich mit jemand anderem abgemacht habe, mit einer anderen Kollegin, hat sie mir geschrieben, also richtig mir vorgeworfen, «Hey, wieso hast du mit dieser anderen abgemacht? Das geht gar nicht.» Und einfach richtig, ich weiß nicht, ob die Person wirklich einfach das Problem mit sich selber hatte oder ich weiß auch nicht, es hat sich wirklich besitzergreifend angefühlt. Das Lustige ist, sie hat aber mit anderen Kolleginnen abgemacht und sie hat all diesen anderen Kolleginnen auch gesagt, sie dürfen nicht mit anderen abmachen. Und eben ich habe mal, ist das jetzt kompliziert, ich habe mal auch mit einer abgemacht, die
eine Kollegin von ihr ist. Macht das Sinn? Also wir sind alle in der gleichen Klasse gewesen, so. Und dort ist sie auch komplett ausgetickt und hat mir immer böse Nachrichten geschrieben. Und gut, das war jetzt wirklich toxisch gewesen. Sie hat auch immer wissen, wo ich bin und so. Und dann habe ich zum Beispiel mal erzählt, ich gehe mit meiner Familie ins Alpamare. Und dann war sie hässlich gewesen, weil ich sie nicht gefragt habe, ob sie mitkommen will. Und ich so, ja, wir gehen mit der Familie. So. Meine Familie möchte jetzt nicht immer dich dabei haben. Ja, eigentlich im Nachhinein richtig schlimm. Also wenn jetzt irgendwie ihr euch so ein bisschen mit dem identifizieren könnt, bitte also schiessen die Person auf den Mond. Ich meine es ernst, das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist so die unterste Stufe von einer Kollegin oder von einem Kollegen. Voll. Ja, aber zum nochmal auf den Punkt kommen, dass es voll okay ist, wenn man andere Friends hat. Ich finde, das ist auch etwas Wichtiges. Also, es ist auf jeden Fall sehr nice, wenn man so jemanden gefunden hat, wo man so als beste Kollegin oder beste Kollege kann betiteln, wo man alles kann teilen, alle Geheimnisse, whatever. Aber ich finde es gleich wichtig, dass man nachher nicht nur so fest aneinander klebt, sondern dass man auch noch andere Friends hat. Eben gerade zum Beispiel auch außerhalb der Schule, wenn es jetzt eine Kollegin ist in der Schule. Oder auch sonst, auch wenn es in der Klasse ist, irgendwie. Ich finde es ehrlich gesagt fast schon ein bisschen ungesund, wenn man nur sich hat. So, wisst ihr, was ich meine? Dass man gleichzeitig auch noch andere Leute hat. Und auch noch mal mit anderen Leuten abmacht. Und ja, ich weiss nicht, das finde ich auch ist sehr wichtig. Und halt eben das Wichtigste, dass die andere Kollegin nicht eifersüchtig ist, sondern das ganz normal findet und beide auch andere Kollegen haben oder Kollegen. So. Und auch wenn nicht, ist okay, aber es geht wiederum, wenn du Kollegen hättest, andere, dass dann deine Kollegin oder dein Kollege nicht irgendwie, ich weiß auch nicht, so wie meine Kollegin damals war und dann irgendwie eifersüchtig ist oder ihr Vorwürfe macht. Oder irgendwie so etwas. Voll. Der nächste Punkt ist, da kommt es mir wieder auffallen, nicht judgen. Leute, die dich judgen. Also, judgen, ich kann mehrere Beispiele bringen. Judgen über dein Outfit, judgen, dass jetzt irgendwie das gar cringe war, was du machst. Oder wenn du irgendwelche Träume hast, dich über die judgen. Also, ich glaube, gerade bei mir so das grösste Beispiel ist, dass ich mit Social Media angefangen habe. Das war so ein bisschen meine grösste Angst, dass Leute judgen, das cringe finden. Ich wissen, ich komme logischerweise erstens aus der Schweiz. Das ist schon abnormal, dass man da Social Media macht. Plus, als ich da in einem kleinen Dorf, also es ist wirklich... ich glaube, das ganze Dorf weiss mittlerweile, dass ich Social Media mache. Und von dem hatte ich schon recht Angst gehabt. Und gerade so bei Friends siehst du dann, so die wahren Friends, die freuen sich für dich. So, die wissen, das ist das, was ich unbedingt machen will, wenn ich schon lange Bock drauf habe. Und freuen sich auch für mich, wenn ich Erfolg habe. Und ja, ich weiß nicht, also es gibt so viele herzige Friends von mir, eben, wo ich so das erste Mal in 20 Minuten war oder irgendwie auch so etwas crazy, wo die mir wirklich geschrieben haben, so «Hey, Nati, ich mag es so gerne». Einfach so herzig, wirklich, so liebe Menschen. Aber es hat auch mega viele gegeben, wo es richtig peinlich gefunden haben. Also ich kann ja eben sagen, gerade die Person, die mir das ja geschrieben hat, da merkst du eigentlich auch schon, das ist nicht jemand, der sich für mich freut, der weiss, dass das mein Traum ist, dass das, was ich unbedingt will, so, sondern es ist jemand, der mir so Steine in den Weg legen will. Irgendwie einfach so Leute, die euch Steine in den Weg legen wollen, die euch judgen, die euch irgendwie sich lustig machen über eure Träume, über wie ihr seid, über euren Kleidungsstil, keine Ahnung. Ich finde, Freunde sind doch dafür da, dass man sich gegenseitig so liebt, irgendwie, wie man ist. Und also ja, nein, klar gibt es auch Sachen, die man vielleicht am anderen Mal kann kritisieren kann, aber dann sind es wirklich Sachen so, hey, da hast du ein Fehlverhalten gehabt, wo es wirklich darum geht, die wollen dich vor etwas schützen, so vor einer unangenehmen Situation, jetzt zum Beispiel. Und nicht irgendwie wegen einem Trauma oder so. So wirklich, wo dir einen guten Rat geben, sagen wir es so. Ich glaube, da könnt ihr draussen das alle auch sehr gut unterscheiden und wissen, wie ich das meine, hoffentlich. Und wir kommen dann schon zum letzten Punkt, wo ich mir überlegt habe, und zwar, ja, eigentlich mega obvious, dass sie Geheimnisse bewahren können. Also, wenn irgendein Freund von euch, also wenn du dieser Person mal etwas anvertraust und du kommst einfach irgendwann mit, über das ist irgendwie ist umgegangen, die Person hat es weiterverzählt, finde ich persönlich einfach ein No-Go. Also, gerade wenn es irgendetwas ist, was wirklich im tiefen Vertrauen erzählt worden ist, wo einfach absolut auch privat sind, wenn es irgendwie etwas ist, wo familiär ist oder irgendetwas, wo deine Insecurity ist oder irgendetwas, also eigentlich scheißegal was, wenn es wirklich etwas ist, wo du dieser Person von ganzem Herzen anvertraut hast und die Person erzählt das weiter, das ist eine fette Red Flag in meinen Augen, also wirklich. Ja, grundsätzlich muss ich euch ja nicht erzählen, dass Freundschaft eigentlich sich auf Vertrauen allgemein basiert.
Und sobald das irgendwie so ausgenutzt wird, ja, ist halt wirklich schon schwierig so. Voll. Ja, das wären so ein bisschen die Punkte gewesen, die ich aufgeschrieben habe. Was ich euch auch noch mit auf den Weg geben, was ich mir so ein bisschen noch überlegt habe, was es mir irgendwie so ein bisschen einfacher gemacht hat, allgemein zu denken mit Friends so, ist, ich weiß jetzt nicht, ich habe den Tipp noch von niemandem irgendwo auf Social Media gehört oder sonst irgendwo, da habe ich wirklich so selber, ist mir irgendwie so in den Kopf oder keine Ahnung, habe ich auch schon mit meiner Kollegin besprochen, und zwar, dass seit ich meine Friends nicht mehr deklariere, heisst, du bist meine beste Kollegin, du bist mein bester Kollege, du bist eine Kollegin, so das deklarieren und irgendwie so ein bisschen, wie sagt man dem, aufs Podest stellen, wer ist meine erste beste Kollegin, meine zweitbeste Kollegin, meine drittbeste Kollegin. Seit ich das nicht mehr mache, ist es so viel einfacher. Also jetzt kann ich wie sagen, ich habe ein paar gute Kolleginnen, ein paar gute Kollegen, so. Ich tue aber niemanden höher oder tiefer gewichten. Seitdem erwarte ich irgendwie auch weniger. Das klingt jetzt im ersten Moment gerade mega blöd, aber irgendwie, sobald ich mal eine Kollegin, also meine beste Kollegin, betitelt habe, habe ich irgendwie auch automatisch so mehr von der erwartet. Ich weiß nicht, ob das so ein Gesellschaftsding ist oder ob das irgendwie von Film kommt, dass man dann irgendwie so ein Bild hat von einer besten Kollegin, von der erwartet man dann das und das und das und das, weil das ist so üblich. Ja, ich kann jetzt gerade kein Beispiel sagen, aber irgendwie, ja, dass man dann sehr oft telefoniert oder dass man immer up-to-date muss sein bei allem oder so. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, seit ich das nicht mache, seit ich in dem Sinn keine beste Kollegin mehr habe, fällt es mir so viel einfacher. Auch fällt es mir einfacher, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das einfach so mein Ding ist oder ob ich vielleicht jetzt auch könnt, so das nachvollziehen oder das auch habt. Aber seit ich nicht mehr Kolleginnen als beste Kolleginnen betitle, kann ich auch mit, ich sag mal, Kolleginnen, die nicht meine besten Kolleginnen sind, viel besser und tiefer reden. Vorher habe ich die immer so angesehen, als ja, das ist jetzt einfach eine bekannte Kollegin, so, wo man mal ab und zu wieder etwas macht. Weil meine beste Kollegin, die ist ja fix, der erzähle ich alles und die weiß alles. Und bei den Kolleginnen, da habe ich mehr oberflächliche Gespräche. Und eben, seit ich das nicht mehr habe, kann ich mit mehreren Leuten auch mal tiefgründiger reden und auch mal von mir wirklich erzählen. Und jetzt habe ich wie so ein bisschen mehrere Stationen, wo ich mal wirklich, von Leuten, die wirklich wissen, wie es mir geht und was mich beschäftigt. So. Und das finde ich irgendwie noch nice. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das vor. Ich weiß nicht, von wie nicht können, weil ich so das Gefühl habe, meine beste Kollegin, die weiß alles. Und beim Rest, das sind einfach so bekannte Kolleginnen oder Kollegen, die einfach mal so man ab und zu mal sieht und dann erzählt man mal so ein bisschen. Voll. Also, falls du irgendwie da aussen vielleicht das gerade so ein bisschen für dich auch findest, dann probier das mal aus, dass irgendwie so dein Mindset vielleicht so ein bisschen so verändert ist. Weil mir hat das mega viel geholfen. Voll. Boah, ich weiss gerade voll nicht, wie lange diese Podcast-Folge jetzt gelaufen ist. Es fühlt sich an, als wäre es ein bisschen länger gegangen als die letzte. Aber ist eigentlich scheißegal. Ich habe eigentlich am Anfang, als ich den Podcast so ein bisschen geplant hatte, immer so ein bisschen überlegt, es wäre voll cool, dass alle Podcast-Folgen 20 Minuten gehen, weil jetzt 9 Pause ist ja auch 20 Minuten. Aber schlussendlich möchte ich mich eigentlich gar nicht so fest an dem festheben, weil wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit auf die Uhr schaue, oh mein Gott, noch 2 Minuten und dann ist schon 20 Minuten, jetzt wo ich langsam einen Schluss finde, ist eigentlich auch nicht so nice. Ich finde es geil, wenn es einfach so ein bisschen ein Tagen ist und ja, wenn man dann den Schluss findet, dann finden wir irgendwann den Schluss und das ist voll okay. Voll. Darum kommen wir aber gleich schon langsam zu dem Ende. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich kann mir gerne auf Insta schreiben, was so eure Erfahrungen sind oder was eure Meinung ist zu dem Thema. Genau, das würde mich mega interessieren. Oder allgemein, wenn ihr den Podcast gefunden habt. Und natürlich auch, ob ihr am Sonntag vorbeikommt. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wäre mega cool, wenn ich ein paar von euch sehen könnte, mit ein paar von euch tagen. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Donnerstag oder einfach sonst, wenn ihr das später hört, einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye!